Hallo Reisefreunde und hallo aus dem Exmoor Nationalpark. Wir sind mal wieder draußen im Grünen und warum wir hier sind, das könnt ihr wahrscheinlich meinen strahlenden Augen schon entnehmen, weil wir sind auch schon fündig geworden. Aber was genau und warum wir hier sind und alles weitere nach dem Intro. Für uns wird es ja Zeit, so langsam richtig Dover zurückzufahren. Jetzt sind wir also von Wales, der Küste entlang gefahren, über Bristol, alles der Küste entlang und jetzt sind wir hier im Exmoor National Park angelangt. Wir sind mit den Pferden hier. Hier im Exmoor, also allgemein hier in England, gibt es sehr viele ursprüngliche Pferderassen, die noch so halbwild bis wild leben. Halbwild heißt, sie werden halt so ein bisschen beaufsichtigt, wenn Probleme körperlich bedingt da sind, dann kommt auch mal ein Tierarzt vorbei. Sie werden allenfalls im Winter zugefüttert, aber grundsätzlich leben sie frei hier und wir werden einfach von den Jungtieren immer mal wieder ein paar rausgeholt, damit die Herden nicht zu groß werden. So, und jetzt sind wir hier in dieser riesigen Landschaft, haben schon es gibt so ein Exmoor Pony Project, das findet ihr auch auf Facebook, diese Gruppe, und dort haben wir uns ein paar Tipps eingeholt, wo wir denn am besten solche freilebenden Ponyherden finden. Und jetzt stehen wir hier, ich glaube, das zeige ich nachher direkt mal noch schnell auf der Karte, das blenden wir euch jetzt noch ein, wo wir gerade sind. Wir mussten jetzt irre steil nach oben fahren, ich glaube, das war das steilste Stück Straße, das wir je überhaupt gefahren sind. Ich hatte manchmal Angst, dass wir vielleicht hops hinten rausknallen. War echt irre steil, aber Karl hat es gemeistert. Die kleine Herde, die wir jetzt gefunden haben, besteht aus 3 Stuten und 2 Jungtieren. Und ja, sie sind nicht wirklich scheu, sie sind aber auch nicht zutraulich, also anfassen geht gar nicht. Aber die leben ja hier auch halb wild in diesem riesigen Moor. Und das Exmoor Pony, das gehört zu den bedrohten Arten hier in England. Und dass der Frühling kommt, das sieht man auch den Fellfetzen an, die hier durch die Luft fliegen. Das ist mir vorhin nämlich entgegengeflogen von den Ponys. Die ersten Pferdchen haben wir gesehen, aber natürlich bin ich noch lange nicht zufrieden. Hier gibt es hunderte von Pferden in Dutzenden verschiedenen Herden. Und natürlich würde ich auch sehr, sehr gerne einer dieser schönen, prächtigen Hengste sehen, die in diesen Herden leben. Deshalb fahren wir jetzt weiter der A39 entlang. Wir sind jetzt in Porlock Hill momentan und fahren dann weiter nach Linton. Leute, 25% Steigung! Ich liege nach vorne, damit wir nicht hinten rausfallen. Also das ist wirklich ein neuer Rekord. Und dann noch so schmale Straßen dazu. Jetzt darf niemand kommen. Ja, jetzt gerade schon, aber sonst ist es echt schwierig. Ich meine, hier fährst du nicht einfach so mal wieder schnell an. So, jetzt kommt natürlich einer, aber das passt. So, wir müssen geradeaus. Karl findet das sicher total toll. Ich denke auch. Schaust du mir mal schnell? Schneller? Passt. Das ist das besagte Problem, nach links abbiegen, oder? Wenn ich schön links einspur, dann sehe ich nichts rechts. Wenn ich dann auch noch nicht unbedingt anhalten will, dann, naja. Brauche ich halt einen Beifahrer, der nicht nur filmt, sondern auch mitschaut. Schau ja. Genau, hat.
Wunderbar geklappt. So, Ich glaube, wir haben es geschafft. das erste geschafft. Mal schauen, ob noch mal was kommt. So, noch was ab. So, das bekannte Kreuzproblem. Irgendjemand muss da immer auf die Seite. Aber das Oder man Coole fährt ist, einfach so schnell, damit jeder Angst hat. und das Coole ist, die Leute sind so nett, die sagen immer Danke, Daumen nach oben und so weiter. Und das ist wirklich so cool. So, es geht wieder nach oben. Wir haben den Stellplatz für die Nacht gefunden. Es ist für einmal kein Freistehplatz, kein Parkplatz, kein Platz irgendwo im Wald, sondern ein Campingplatz. Das freut mich natürlich besonders, weil Steffi und ich, wir diskutieren schon seit, ich würde mal sagen, Monaten über dieses eine Thema. Freistehen oder Campingplatz? Das wisst ihr, wir sind früher sehr viel auf Campingplätzen gestanden, in der letzten Zeit nicht mehr. Wir wechseln das ein bisschen ab. Für mich ist einfach der große Vorteil auf Campingplätzen, dass ich den Stuhl rausstellen kann, dass ich einfach in Ruhe hier sitzen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich zum Beispiel Camping betreibe oder dass ich irgendetwas falsch mache, was man als Freisteher nicht machen darf. Und darum liebe ich es. Ich liebe es, auf Campingplätzen zu stehen. Und ich stehe dafür voll ein, ist mir egal, was ihr schreibt, ich liebe Campingplätze. Ich gehe nachher einfach so hier auf die Toilette, alles kein Problem. Ich kann das Wasser nachfüllen und ich genieße jetzt den Abend in vollen Zügen. Das muss jetzt einfach mal gesagt sein. Ich bin kein Fan vom Freistehen, außer es ist ein wunderschöner Platz irgendwo auf einer Klippe, wo einfach die Aussicht, wie zum Beispiel auf der Grover Peninsula war, das war einfach schon cool. Aber sonst genieße ich solche Abende in vollen Zügen. Jetzt möchte ich von euch einmal wissen, wie ihr das handhabt. Freistehen oder Campingplatz? Vorteile, Nachteile? Haut's unten in die Kommentare, das nimmt mich super Wunder. Der Tag heute, der war natürlich auch für Steffi ganz, ganz speziell mit diesen Pferden, mit diesen Exmoor Ponys. Das war natürlich richtig cool. Wir planen jetzt heute Abend noch ein bisschen, was wir morgen machen können. Vielleicht gibt es noch eine Wanderung hier oder wir fahren weiter, mal schauen. Ihr seid natürlich mit dabei, morgen geht das Video weiter, sonst ist es dann schon ein bisschen kurz. Heute Abend gibt es dann noch Abendessen, das genießen wir aber für uns und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zum wunderbaren Sonnenaufgang hier auf diesem Campingplatz wieder. Gute Nacht und bye bye! Liebe Reisefreunde, die Nacht ist rum, sie war super ruhig, wir haben phänomenal geschlafen und die Sonne ist nun auch schon wieder hier. Damit ihr es noch wisst, der Campingplatz, der hat uns 12 Pfund die Nacht gekostet. Normalerweise würde der 14 kosten ohne Strom. Wir haben 12 bezahlt, weil seit einer Woche der Boiler kaputt ist und kein Warmwasser zum Duschen da ist. Also haben wir noch ein bisschen profitiert. Wir haben alles geleert und wieder aufgefüllt, die ganzen Tanks und so weiter und sind jetzt bereit für neue Abenteuer. Ihr seht es, wir stehen hier schon wieder in der Pampas draußen und machen uns jetzt auf die Suche weiterhin nach diesen Exmoor Ponys, die Steffi ja so cool findet. Ich glaube, ich habe da die ersten schon gesehen. Wir haben uns jetzt bereit gemacht für eine kurze Wanderung. Ihr kommt natürlich mit über diese wunderschöne Ebene. Los geht's in den Sonntag! Wir haben die Ponys gefunden! Yay! Nach kurzer Suche schon und wir haben richtig die Zeit genossen. Wir haben uns da in die Wiese gesetzt und richtig den Tiere beim Fressen beobachtet und noch ein bisschen das Wetter beobachtet. Ein wunderschöner Sonntagmorgen, ganz, ganz ruhig gestartet und es ist schon schön, diese Ponys so frei leben zu sehen auf dieser wahnsinnig großen Weide, sage ich mal. Ganz, ganz schön. Jetzt fahren wir weiter. Wahrscheinlich werden wir noch mehr sehen. Ja, noch mehr Ponys. Und wir melden uns wieder. Ich hätte gerne noch ein paar Fohlen. Fohlen? Ja. Die einen waren ja schwanger. Wir sind ein bisschen zu früh da. Aber ich habe gesehen in der Facebook-Gruppe, die ersten haben bereits ihre Fohlen. Dann suchen wir jetzt noch Fohlen. Ja, jetzt suchen wir auch noch Fohlen und Hengste würde ich gerne noch sehen. Viele Stuten und Jungtiere haben wir schon gesehen, aber Fohlen und Hengste. Ihr seht es, Steffi ist nie zufrieden. Wir suchen weiter. Statt Ponys gibt es jetzt erstmal Hirsche und zwar richtig viele direkt aus dem Auto,
Was für ein wunderbarer Naturanblick. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, wir sitzen in einem Restaurant und gleich kommt auch der Sonntagsroast. Den wünsche ich mir ja schon lange. Ja, jetzt haben wir hier noch diese spezialbraune Soße mit Essig drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch schon über die Pommes macht. Du kannst ja schon mal verraten, was wir vorhaben, oder? Ja, der Tipp war ja, man muss unbedingt hier Pommes mit Essig essen. Aber hier gibt es keinen Essig dazu, das heißt, es ist hier auch gar nicht so traditionell. So, und so sieht das Sunday Roast aus, hier im Nationalpark. Schau mal, was ich gefunden habe. Essig? Jetzt wird spannend. Aber das machen wir jetzt nicht einfach hier drüber. Ich denke, das machen wir jetzt vielleicht hier. So, und dann opfern wir hier mal so ein paar. Ja, definitiv Essig. Das war wahrscheinlich schon viel zu viel. So, und jetzt? Bon Appetit. Bon Appetit. Du scheinst noch zu leben, dann probiere ich es auch mal. Boah, kein Atmen ist dabei keine gute Idee. Ist aber nicht schlecht, oder? Ich finde es ganz okay. Okay, vorher war zu wenig, das jetzt war zu viel. Also ganz ehrlich, da bleibe ich bei Mayonnaise. Die hat doch auch Essig drin und hat aber noch ein bisschen mehr Geschmack als Essig pur. Wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Guten Wir Appetit. sind nicht gestorben. Ich mache es aber auch nicht mehr nach. Guten Appetit. Das war wohl das üppigste oder der üppigste Lunch, den wir jemals in unserem Leben hatten, oder? Und ihr habt ja gesehen, wir haben schon nur eine große Portion und eine kleine Pommes auch dazu bestellt. Also es war eigentlich, ja, wir haben nicht viel bestellt. Zum Glück haben wir es zusammen bestellt, weil es war wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt schauen wir, dass wir uns noch ein bisschen die Beine vertreten können. Ja, wobei die Hauptattraktion, die ist jetzt eigentlich direkt da vorne. Hier. Ja. Aber es war lecker. Es war echt lecker. Also mal so ein Sunday Roast, das muss man schon probiert haben, wenn man schon in England ist, oder? Weiter geht's. Und deshalb kommt Land Rover von hier, damit man am Sonntagsausflug halt auch mal durchs Wasser fahren kann und die Meute ein bisschen beeindruckt. Wir haben jetzt zum Glück doch noch einen Wanderweg gefunden, wo wir ein bisschen uns die Beine vertreten können. Ganz speziell, hier gibt's Otter und Lachs. Hier gibt's Lachs. Wir müssen noch unsere Angel, ich wollte schon Fischerroute sagen, aber das war ja... Fischerroute müssen wir noch holen. Da wäre ja wieder Schweizerdeutsch gewesen, oder? Genau. So, da haben wir mal einen. Und da ist noch einer. Hier. Und da hinten sind noch zwei. Und da vorne ist noch mal einer. Fasandichte ist immens groß. Meine Kameraführung ist ein bisschen scheiße. Tut mir leid. Jetzt sind wir beim Exmoor Pony Center angelangt. Ich sehe auch schon ganz viele Ponys und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal noch ein bisschen näher ran kann und natürlich auch so ein bisschen auch noch den Charakter der Pferde kennenlernen kann, dieser speziellen, ursprünglichen britischen Rasse.
Wir genießen es beide. Schaut mal seinen Mund an. Die Pferde, die hier stehen, die wurden die meisten bereits als Fohlen vom Moorland hierher geholt. Ich habe meine Augen ein bisschen bei ihm hier, weil ich kenne ihn ja nicht. Die meisten hatten irgendwelche Probleme draußen im Moor und mussten deshalb hier von dieser Organisation sozusagen gerettet oder aufgepäppelt werden. Also die meisten hätten keine Zukunft gehabt im Freien. Deshalb sind sie hier, weil hier kann man dann jetzt auch endlich einmal das Pony direkt und aus der Nähe sehen, bestaunen und betüddeln. Und das ist eine Organisation, die basiert auf Spenden. Und so hat man jetzt halt wirklich auch mal die Möglichkeit, hier nah ranzukommen. Und man kann sogar Reittracks buchen hier auf einem Exmoor-Pony durchs Exmoor. Dieses Spitzmaulpony hier heißt übrigens Dylan und hat ein stattliches Alter von 22 Jahren. Wobei das ja für Ponys noch kein richtiges Alter ist. Gerne mal über 30, oder? Ja. Auch das kann es natürlich geben, Verletzungen am Auge. Bei Winston musste ein Auge entfernt werden. Je nachdem, wie die Verletzung zustatten ging, ist das natürlich ein Grund, dass er nicht mehr frei in der Natur leben kann, weil das muss ja gesäubert und gepflegt werden, bis es so schön verheilt, wie das jetzt hier der Fall ist. Auch wenn es so scheint, dass die Ponys im Exmoor draußen freilebend sind, dann stimmt das nicht ganz, weil jedes Pony gehört auch jemandem. Auf diesen riesigen Flächen dürfen sie frei das ganze Jahr über grasen und im Herdenverband leben. Meist im Herbst werden sie dann zusammengetrieben, werden geimpft, Chips verteilt, Mikrochips. Und es geht natürlich auch darum, die neugeborenen Fohlen zu registrieren und allenfalls auch herauszuselektionieren. Es ist hier ein Zuchtprogramm imstande, mit dem die Besitzer vom Land und der Ponys auch sehr engagiert zusammenarbeiten, um diese doch mittlerweile sehr stark bedrohte Rasse zu erhalten. Weil ihr seht es, die Ponys sind wunderschön und sie haben auch wirklich einen goldigen Charakter. Und da lohnt es sich natürlich schon, diese Art zu erhalten. Louis ist ja auch schon so ein bisschen in Liebe gefallen. Ja, also sie gefallen mir fast so gut wie die Isländer. Was auch ganz oft gemacht wird, die Landbesitzer hier, die bekommen Geld, wenn sie ihre Felder bewirtschaften. Und die wilden Flächen sind natürlich am besten zu bewirtschaften mit zum Beispiel so einem Exmoor-Pony. Und da kann man die sozusagen ausleihen. Ich glaube, sie bezahlen Miete dafür und das ist doch einfach auch eine coole Sache. Wer noch mehr über diese schönen Pferde oder Ponys sind es ja wissen möchte, der geht am besten einfach auf den Link, den wir unten in der Videobeschreibung platzieren. Da kann man auch noch mehr über diese Organisation erfahren und natürlich auch, falls ihr interessiert seid, wo man spenden kann, um diese tolle Arbeit hier zu unterstützen. Wir könnten euch ja jetzt noch mitnehmen in dieses Ort, wo wir jetzt geparkt haben. Machen wir auch, aber nicht mehr in diesem Video. Ja, weil das wird jetzt zu lang. Das wird zu viel. Es hier. ist so ein schönes Ort. Ich glaube, das ist der schönste Ort, das wir in Großbritannien jetzt wirklich gesehen haben. Und das als Teaser fürs nächste Video. Ja, das tut mir jetzt leid, aber das muss einfach sein, weil heute war schon so viel los mit diesen Ponys und so weiter. Auf jeden Fall haben wir, ich glaube, einen guten Stellplatz gefunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man wirklich hier schlafen kann. Ihr wisst es, wir sind wieder auf einem Parkplatz und nicht auf einem Campingplatz. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben für die vielen Ponys. Und ja, den Campingplatz. Schreibt es unten hin, Campingplatz oder Freistehplatz. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!